Der Stiefel? Oh nein, mein Herr, das ist mein Beweisstück. Was? Mein Gummistiefel? Ey Mann, jetzt langt's. Der Herr Rademacher hat doch überhaupt nichts damit zu tun. Ich habe mir die doch nur ausgelehnt, weil bei ihnen so ein Matsch ist auf der Wiese, aber die sind mir viel zu groß gewesen. Und wenn wir dann mit den dicken Bärten weggerannt sind, weil wir gemeint haben, sie haben uns gesehen, ist mir einen im Matsch stecken geblieben. Aber ich habe mich nicht getraut umzukehren, weil wir durch die dicken Bärte müssen, auch weil der Hund so knurrt hat und weil wir gedacht haben, dass sie dann bestimmt wütend sind auf uns. Und das ist auch richtig, weil jetzt sind sie auch da und jetzt sind sie auch richtig wütend. Jawohl, so ist das gewesen. So ist es aus dem Friedhelm rausgesprudelt. Der Bauer Beckmann ist mit offenem Mund angestanden und hat den Friedhelm angestarrt. Der hätte sicher noch weiteres gemacht, wenn er nicht hätte Luft holen müssen. Heisst das, dass euer Vater gar nichts mit dieser Sache zu tun hat? Aber das haben wir Ihnen doch schon die ganze Zeit sagen. Oh, das tut mir aber leid. Da habe ich euch völlig zu Unrecht beschuldigt. Ich komme überhaupt nicht raus. Was habt ihr mit meinen Gummistiefeln auf dem Herr Beckmann seiner Wiese zu suchen? Und wer bitte schön ist die Dickberta? Das ist das Huhn, das wir uns vom Bauer Beckmann ausgelehnt haben. Sie haben mir nämlich ein Huhn gestohlen und das ist ausgerechnet meine beste Leghenne. Wie? Was? Ich meine, wir werden Ihnen den Schaden natürlich ersetzen. Nein, nicht nötig. Ist ja nichts passiert. Gebt mir nur das Huhn zurück, dann vergesse ich die ganze Sache. Der Bauer Beckmann ist ganz friedlich geworden. Wahrscheinlich hat er ein schlechtes Gewissen gehabt, weil er den Vater zu Unrecht in Verdacht hatte. Er hat die Dickberta aus dem Korb genommen und ist heimzu mit dem Versprechen der Kinder, dass sie ihm am Samstag helfen, den Saustall ausmisten. So, Sportsfreunde. Jetzt will ich aber wissen, was da gespielt wird. Ich will die ganze Geschichte hören. Oh, ist es schon so spät? Oh, ich muss jetzt heim. Meine Eltern warten sicher schon. Das stimmt, Herr Rademacher. Und meine warten auch schon auf mich. Auf die 5 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr an. Wir gehen jetzt in unseren Garten und dann erzählt ihr mir alles. So sind alle zu Rademachers im Garten. Der Karsten hat gehofft, ein bisschen Unterstützung von Mami überzukommen. Aber leider war sie nie rum. So, jetzt erzählt mir einmal, was es mit dem Huhn, das ihr angeblich nur ausgelehnt hat, auf sich hat. Der Papi hat zugelassen, ohne einmal zu unterbrechen. Nur sein Gesichtsausdruck hat von neugierig über verwundert zu nachdenklich gewechselt. Und genau in dem Augenblick, was Radiesli die dicke Berta hat aus dem Korb nehmen, ist der Bauer Beckmann gekommen. Und den Rest kennen Sie ja. Hat der Friedhelm seine Beichte beendet. Und der Schatz liegt immer noch im Garten von der Frau Duppe. Kannst du mir bitte die Münze zeigen, Karsten? Hat der Vater gefragt. Karsten ist es ganz heiß geworden. Er hat die Münze aus seinem Brustbeutel geknübelt und hat sie nur ganz ungern dem Vater gegeben.